Drogenproblematik am Land hat iwwer Jorzengte gekuckt, nan die Aufgeholt für der Reform vom Zenter am Syrdall Schlass eng absolut Necessitéit. Zenter 1980 als den enzege stationären Therapiezentrum für Drogenofhängecher permanent ausgebucht muss mat enger Waardelëscht schaffen. Wir begrüßen dem nur, dass die Responsablen an einem neuen Therapiemodell schaffen, für Toffer zu erweitern. Bislang dauert eine Behandlung für Suchtkranke bis zu oder kann bis zu 15 Minuten dauern. Die soll aber nur durch die neue Therapie deutlich verkehrt gehen, was für die Betroffenen, das wir begrüßen. Dabei soll Psychotherapie verstärkt an den Ersatz kommen. Wir begrüßen daneben die breite Offer, die schon besteht, mit Sport- und Fitnessaktivitäten, engerer Schreinerei, Kreativatelier, gerade wegen deren Agardebereich, die den Betroffenen ermöglichen sollen, für nächstes selbstständig Leben können zu führen. Durch die Reform soll mehr Zeit sein für individuelle Gespräche, sportliche Aktivitäten und noch für Rehabilitation von der Patienten zu schaffen. Das zu hoffen, dass durch die Reform vom Syrdall Schlass Wartezeiten für einen Therapieplatz endlich mehr kurz gehen. Einzel musste bis zu 8 Monate werden, ehe sie konnten an ein Therapiezentrum angeholt gehen. Herr Präsident, wieder was steht da der für die Familien, dürfen also hier den Ausbau vom älteren Kant, also vom älteren Kant-Projekt besonders wichtig, wo die Behandlung von Drogenofhängechen Mammen und Pappen zusammen mit ihren Kindern am Mittelpunkt steht. Das ist eine Therapieform, die für viele Eltern den einzigen Weg ist, verwegter mit ihren Kindern zu leben und darum zu verhindern, dass es klassiert wird. Viele Drogenabhängige sind in finanzieller Not, haben durch ihre Sucht ihr Schaff an ihr Daheim verloren. Wir begrüßen noch, dass mit der Reform kein soll ausgeschlossen gehen, so dass ein Therapiezenter auch für Tagespatienten obsteht, die nicht nur betreut werden. Generell gehen mit der Reform Patienten noch mehr auf ihre eigene Verantwortung angesprochen. Herr Präsident, für die ambulante Betreuung auszubauen, gehen also mehr Mittel und noch mehr Personal gebraucht. Daher fragt sich übrigens, ob diese Reform da geht, ob es nicht überhaupt einen zweiten Therapiezenter am Land geschaffen gehen, für eine bessere Hilfestellung zu haben für Suchtkranke. Wir sind auch der Meinung, dass im Terra selber, wo viele Drogenofhängige durch Beschaffungskriminalität straffällig gehen, etwas geschehen muss. An unserem Wahlprogramm hatten wir schon gefordert, für ein System anzuführen mit einer gesetzlich reglementierten und kontrollierten Aufgabe von Drogen als süchtige Menschen, die so geregelt ist, dass es nicht zu einem Missbrauch davon kommen kann. Das geschieht auch schon seit einiger Zeit mit Substitutionsprogrammen an einer ganz limitierten Drogenaufgabe an heroinaufhängige Patienten. Mit so Programmen müssen permanent evaluiert und adaptiert gehen. Die Regierung muss bei Therapieersatz verstärkt aktiv gehen, natürlich nicht nehmen, für auch den Druck auf dem Therapiezenter von Manternach aufzuhören. Erlaubt mir noch zum Schluss zu fragen, und Madame Minister, ob sie Statistiken hat, verlegen die nur dem Therapie zu Manternach, wie die ausgesehen, weil es wäre wichtig, dass die Leute auch nur Manternach begleitet gehen am Leben, und es wäre auch vielleicht interessant zu wissen, was bislang rückfällige Patienten von da aus kommen, aber was auch an der Zukunft könnte, die kann am Anfang die zwei Therapien nur an einer Statistik man nicht vergleichen. Mengen will dann zum Schluss den Elekten, die sich an der Struktur für Tag mit großem Ansatz für die Drogenofhängig schlägt, ersetzen, will man von unserer Seite aus ein herzliches Merci sagen